Ich will vielleicht einfach ein paar Worte über den Gast sagen. Und zwar wir, die nicht klingen wie ein Nurruf, weil das ist es nicht. Wie ein Témoignage von dieser Dankbarkeit, und wo bleiben der Freundschaft. Weil der Gast hat es schon gesagt, hier bleibt also Herren, nicht mehr an der ersten Reihe, mehr an der zweiten Reihe. Wir werden uns weiter auf hier verlassen. Ich so eine Dankbarkeit, weil so viele Leute hier am Land sind, nicht nur wir an der Partei, aber so viele Leute am Land, die dem Gast, dem Robby, dem Jeff und vielen anderen couragierten Leuten ganz viel verdanken. Wir sollen nicht vergessen, dass der Anfang von der Partei am sozialen Sektor war, dem wir uns weiter verpflichtet fühlen, und dass viele Leute heute nicht Gefahr von der Altersarmut laufen. Wenn es hier im Ansatz. Ich meine, das ist wirklich etwas, was wir ihnen immer sollen zuguthalten, was uns auch für die Zukunft verpflichtet. Es ist schon für uns auch eine Herausforderung. Der Gast sieht so einfach, wir sind eine gute Equipe, wir sind hoffentlich auf die Equipe, die mit mir zusammen schafft. Das ist eine gute Equipe. Und aber wird uns die fehlen, die in einer Reunion nur gesagt hat, so, aber wie kommen wir durch den Busch? Das, wo irgendwo in den Lieblingsturnieren, die der Gast immer gebraucht hat, an hin hat uns da gesagt, wie wir durch den Busch kommen. Es ist so, wie muss also weh durch den Busch ohne dich fahren, Gast. Aber du sagst etwas los, was uns dabei hilft. Du sagst eine Karte und einen Kompass los. Du sagst eine Karte los, auf der steht Lützeburg. Mit seinen Leuten, mit seinen Uleies, mit seiner Ökonomie, mit seiner Tradition, mit seiner Identität, mit der Sprache, mit der Kultur. Und auf der Karte orientieren wir uns für den richtigen Weg zu finden. Und mehr wichtig noch, du sagst einen Kompass los. Ein Kompass, wo der Norden menschlich fährt, da sind die Menschen an all seinen Dimensionen, seine Sozialdimensionen, sein Leben, seine Hoffnungen, seine Zukunft. Und mit Eigenschaften, die dich ausmachen, wie Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, lauter Himmelsrichtungen, die uns helfen, uns nicht zu verlieren, wenn wir nur an den nächsten Monaten und Jahren probieren, an diesem Geist weiter zu schaffen. Ich verspreche dir, am Jahr gut versprechen dir. Und auch dir, Robby, und auch dir, Jeff, der Gründungspapa von der RDR, dass man eine Tradition weiter schaffen, die dem Land ganz viel Brust hat. Weil ohne Ehrenansatz, ohne die Risiken, die dir geholt hat, wird das Land nicht so an der politischen Landschaft abgestaltet, wie wir das heute sind. Der RDR spielt eine wichtige Rolle an unserer Politik. Wir müssen ihr das zu verdanken und wir halten das fest. Vielen merci, Gast. Der Gast hat mir die Aufgabe gegeben, an die Eier für die erste Keierlo für den ersten Schwätzen über ein bisschen Bilder, ein bisschen Perspektiven, über alles, wie wir an der Politik machen. Ich will 3 Sachen ausschwätzen, die politische Aktualität, dann noch ein bisschen über die Parteienlandschaft hier am Land schwätzen und dann auch ein bisschen über die Presse. Ich will den Presse zum Schluss, weil ich mal so, dass er dann noch bis zum Schluss dabei bleibt. Das an der Aktualität natürlich keine Überraschung, wenn ich anfange mit der Covid-Krise. Ich will aber nur nicht auf den Detail angehen, was wir alles an den letzten Wochen an Menschen an der Chambre 4 kritisiert und mich auf eine zentrale Frage konzentrieren, und die betrifft die Verteidigung von den persönlichen Freiheiten an einem Krisenzustand. Wir haben gesehen, dass es ganz einfach war, den Krisenzustand anzuführen. Aufgrund von einer Informationssituation, die wir den Blick hatten, haben wir das einstimmig gemacht. Und wir müssen einfach nur gucken, wie aus der Situation, wie als Politik mit der Situation umgehen. Wir haben gewisse Tendenzen für den Autoritarismus. Wir haben eine gewisse Tendenz, die persönlichen Freiheiten anzugreifen. Wir als RDR sehen das ganz skeptisch. Wir haben die Situation, dass die Majorität an der Chambre mit der kleinstmöglichen Majorität von 31 Deputierten Decisionen hält, die tief an Privatleben angreifen. Wir haben dafür an der Chambre immer gesagt, und wir müssen noch Initiativen holen, wie das umzusetzen, dass wir hätten, wenn an Sphäre privé, wo die Leute angegriffen wird, dass das nicht mehr kann man einer 2/3 Majorität sein. So wie in der Tat der Krise nicht mehr kann man einer 2/3 Majorität ausgelöst gehen, für Grundrechte mit den Leuten zu schützen, so müssen auch die Gesetze, die überhaupt an Grundrechte angreifen, eine 2/3 Majorität verlangen. Und ein zweites Element ist das vom Kontrolle jurisdiktionell. Den Kollege Roy Reding hat eine Proposition de loi angeregt, wo man so an wat Artikel 32 von der Konstitution geht den Etat de Krise. Wir brauchen ein Kontrolle jurisdiktionell durch Cour jurisdiktionell. Für neben dem Parlament eine zusätzlich wichtige Kontrollinstanz zu haben. Wir wollen mal gesehen, dass auch außerhalb dem Krisenzustand ganz sehr und die Privatrechte
ugepackt, Drugange gëtt. Sommer mir willen och die Amendementer, die mir am Kader vun der Verfassungsreform präsentéiert hunn, iwwer d Kapitel Justizlo als formellen Amendement an Chamber abringen, an noch frohen, dat ze dem Staatsrot virgelecht gin, well just déi Amendementer och Grundrechte vun de Leiit ginge stärken. Et as so, dat mir gefrot hun, dat den Parquet medäitlech hun der Magistratur assis getrennt gëtt, a fir an allem het man gert den Zugang vun de Bierger zum Verfassungsgericht. Dat ass es wer an andere Länder existiert, a wo mir als davor versprechen, dat och an dee Legislationen, an denen Akten, die lo geholl gin, méi Viersicht ass van Leiit wëssen, dat all Bierger sech kann und konstitutionell adressieren. Wir hunn als ADR an dofir ass datwegen fir eisere wichtige Punkt, an ich kommen zréck und de Gast und de Robbie an und de Chef. Wir hunn eng Geschicht als ADR fir d' Verdeedigung vum Rechtsstaat hier am Land. Ich erinnere just run, dat et oni Eis, oni d'Affaire Procolä haut fleich nach ke Verwaltungsgericht an diesem Land gen ginn. Et ass d'ADR, die dat realiséiert huet, die et ugestos huet. Fréier wo de Staatsrot juge e Parti. Sie hunn selber Deciioune geholl an no setzen ze als Richter iwwer hir egen Deciionen. Et das den Engagement vum Robbie Mehlner vun Äneren, die dat zun enbruecht huet. Die Traditionioun vun der Verdeedigung und der Stärkung vum Rechtsstaat als also eng Prioritéit, die Eiswert weiter begleden. Ewuel iwwer de Budget. Mir hunn ha eng Situationun, die sech dramatisch verschlechtert huet. Mei sie huet sech an der COVID-Krise dramatisch verschlechtert, mei sie wo schon schlecht fir Drun. Wir kommen lo an eng Situation, wo die 30% vum PIB vun der Schuld wahrscheinlich iwwerschrott gehen, mat grosse Risiken fir als AAA. An de AAA as een zentraler Wichtigkeit fir d Finanzplatz. Kënnt den AAA entwackelen, kënnen schwéier Reperkussionen och sinn wie de Standort Lützeburg. Wir so als ADR, dat de Teichzeit gëtt Schuldepolitik vum Land ze revidéieren. Wir willen net so weiter mehr, wir willen net so weiter mehr, weil et Nohaltegkeet betrifft, Zukunft von den nächsten Generationen. Et as Nohaltegkeetspolitik als net ze verschulden an net permanent iwwer als Verhältnisse ze liewen. Wir müssen an eng Situation zurückkommen, wo man Kapitale du Hämmel do hikommen, wo man Kapitale bei Schulden zurück bezahlen, wo man Verantwortung weisen, net iwwer als Verhältnisse liewen, a wo man hikommen an eng Situation, wo engem budgetäre Gleichgewicht dat so gut opgestalt ass, dat man können als Schulden zurück bezahlen. Wir sind als ADR als bewusst, dat schwéier Decisionen verlangt, a mir sie bereit, die zu holen, an wann sie gut sind, sie auch mat zu drohen, aber schmengend Verantwortung fir d Land a wie die nächsten Generationen verlangt dat vun uns. An der Ökonomie fällt als op an am soziale Bereich, dat en ganz groß Schurend Erbeslosigkeit am Blick existiert, den Zustand den absolut inakzeptabel ass an eisen an. An do verlangen wir, wo Minister Kerstätte klare Initiativen hält. Wir können net no gucken, wéi lo Lützeburg am beschwengen am Blick op dritter Platz an der Europäische Union statistisch ass wat Schurend Erbeslosigkeit ugeht. Wir brauchen eng Reihe vun tiefgreifende Reformen hai am Land an e puerwëlech der Hai ukënnechen. Die eich betrifft Schoul. Wir hunn vir der COVID-Krise am hunn dat net vergies durch die Exigenze vun den lechte Meint miserabel Resultater gehät an de PISA-Tester an am Vergleich international Informatikkenntnisse vun de Schüler zenter Joren geht de Schulniveau rof. Wir verlangen eng tiefgreifend Reform vun dem Schulsystem fir dat opzufänken, fir Qualität zu hunn, weil eng vun den Ursache vun der Jurend Erbeslosigkeit ass eben och, dat ma Konkurrenz sinn vun Schulsystemer mat Schulsysteme aus dem Ausland, die Leiit dacks besser qualifizieren. Dat kann net sinn. Wir willen de Lützeburger Schulsysteme und spëtzt zurückbringen. An wir willen auch der Rentrée am September wie lo konkreten Dossier unzuschwätzen, verantwortungsvoll organisiert gëtt. Wir wetten Herr Meich gemerk huet an den lechte Meint, wo unverantwortlich. En huet den Homeschooling onneidech freizeitig opgehalen, an du ARB-Gruppe gemer, an du die Gruppen och nach ze Summe geféiert. Mir hu mé ëmmerem revendikéiert, dat do sanitär Moosname geholge wie dat ze begleden. Wir hätten dat och fir Rentrée am September. Et sind heinz do einfach Geste, me sie musssse kënne gemerk gin, Lüfte vun de Klassesäll as do gut Beispiel. Et muss einfach méiglech sinn, eng Rentrée scolaire so verantwortungsvoll wie méiglech fir ze bereden. Wir wollen Familie stärken, Familien, die eng zentrale Rolle an dieser Krise gespielt hun. Wir wollen een ältere Geld afeieren,
an der politischer Aktualität wird man dafür sorgen, dass Familien nicht dafür von der Steuerreform sind, die Regierung vorberät. Die absolute Individualisierung riskiert, die Familie auseinander zu dividieren, auseinander zu holen, sie bald überflüssig zu machen. Wir wollen die Familie als Kernzelle von der Gesellschaft stärken. Wir wollen, dass die Familie die Autonomie hat, für selber zu dezidieren, ob sie wollen zu zwei schaffen gehen, ob will schaffen gehen, wie sie sich will organisieren. An Steuerreform werden wir auch an der Hinsicht ganz genau am erhalten. Sicherheit am Land ist am Blick ein ganz schweres Kapitel. Wir wollen also der klar sagen, dass wir weder Gewalt noch Kriminalität am Allgemeinen tolerieren. Wir unterstützen dafür die Polizei. Wir unterstützen ihren Ausbau, so aber auch gleichzeitig, dass wir nicht auf der Linie von CSV und Gambia sind, die so, wir sollen noch ausländische Polizisten rekrutieren, die, wie man das Logo wohl gesehen, mal nicht unbedingt müssen Lützeburger schwätzen oder nicht mehr ganz wenig. Das ist nicht unser Weg. Wir hätten gerne, dass jeder, der nach Lützeburger Police kennt, Nationalität hat, als Nationalität auch noch Lützeburgisch kann. Ich meine, wenn in so einem Staatsplatz interessant, gut bezahlte Staatsplatz zu Lützeburg auch visiert mit einer hohen Verantwortung und hat in die Platz geht, da kann ihn das auch bringen als persönlichen Beitrag für die Nationalität von dem Land umzuhören. Wir entlassen auch nicht den Herrn Asselborn aus seiner Verantwortung, was die Situation auf der Gare angeht, was Drogenkriminalität angeht. Wir wissen, hier wissen, alle Menschen wissen well am Land, dass da gewissen Subsahara, afrikanische Mafia, notamment von Nigeria, aber auch aus Nordafrika tätig sind. Wir werden auf jeden Fall weiter verlangen mit Energie, dass wir hier ein legales System kriegen, Dispositionen, die kredibel und effizient dafür sorgen, dass zum Beispiel den illegalen Séjour im Territoire so behandelt wird, dass kein Risiko auf sich hält. Wir haben noch keine Integrationspolitik hier am Land, die weiter ob eine Integration überhaupt setzt, weil wir, wenn wir das die an andere hören, da kommen wir immer mehr an eine Akzeptanz zu Parallelgesellschaften, das ist nicht also weh, wir hätten gegen Integration auf Basis von der Lützeburger Spruch. Den Kollege Gastgiberia hat für darum aufmerksam gemacht, ob als exzellente Koordination zwischen Partei und Fraktion. Ich will dafür auch sagen, dass wenn wir den Nationalkongress dann organisieren, wenn wir bis wissen, wie wir das machen können, wird nicht so einfach ist an diesen Zeiten, aber dass wir auch hier eine Reihe politische Parteien werden präsentieren, notamment im Bereich des Logements, vom Klimaschutz und der Migration, die wir zusammen ausgeschafft haben und die wir hoffentlich auch auf physischer Präsenz von unseren Membern können da präsentieren. Aber gut, das muss man danach gesehen. Parteienlandschaft, da wollte ich just ein paar Bemerkungen über Konkurrenz machen, mit dem wir als par ailleurs gut verstehen. Aber ich meine, wir sind an der Politik eben nicht immer einer Meinung. Und das ist für uns wichtig, kurz ein paar Bemerkungen zu machen, wer doch die Zukunft von diesen Parteien an unserer Anordnung angeht. Das ist das CSV. CSV ist eine Partei, ich so dat man dem gewisse bedauern, weil CSV hat eine ganz lange Geschichte mit CSV ist eine Partei, die haut an einer Situation ist, wo für uns nicht klar identifizierbar ist, wie sie gefeiert wird, und das für uns auch nicht mehr nachzuvollziehen, für was sie steht. Das ist eine Partei, die kein klare Linie hat. Das will ich just ein Beispiel geben. An der Chambre wird mit großem Einsatz von den Kollegen der CSV dafür gekämpft, dass die Polizei nicht actionable Fichier hun gëtt vun der Protektion des Données. Nach dem Kapitel gëtt Protektion des Données ganz groß geschrieben. Und dass die Partei, die gleichzeitig hingeht, a wie Tracing-App militéiert, von der wir wissen, dass Protektion des Données überhaupt nicht garantiert ist. Da sind evident Kontradiktionen. Wir haben festgestellt in einem Interview vom Parteipräsident Engel, rezent am Lützeburger Wort, dass er nicht ausschließt, dass Kontrolle bei den Leuten daheim gemacht gehen. Schon den Interview auch matbrucht, méi Schul nun dat er all kennt. An der CSV Orlogie geht an ausgerechnet engem Sektor, der schon extrem Probleme huet, nämlich Hotellerie, an Restaurant, an Kaffeen. Hier geht an der fest wie Restaurant, Kaffeen 10 Uhr Owes schon so zu machen. Die schon leiden, die sollen nur nach mehr leiden. Ich meine, CSV als dat sie Beispiele mehr am Großen und Ganzen muss ich sagen, der CSV ein fundamentales Problem hat mit ihrer Orientierung an überhaupt mit ihrer Platz an unserer Parteienlandschaft. Demokratische Partei hat auch etwas gemacht, was uns verwundert hat. Am Lockdown sind wir in einer Situation gewesen, wo die Großgeschäfte konnten abholen und die Kleinen nicht. Das ist aber die traditionelle Wahlklientel von der DP, die kleinen Geschäftsleute.
A mir hunn eis agesat an der Chamber mir gesot ma jo wie dat der méch, dats eng Ongerechtigkeet, dat die Gros kënnen ophun an all die Kkleng och wann net sinnvoll gewircht ja geografisch und das allméiglesche Grinn, déi hunn net defen opmechen. Am do muss awer de Reproch und die liberal Klo adresséieren, dat das echtens fir all Mënschen net no vollzeber gewircht, mit sech och nach direkt in Daylight adressiert, die wahrscheinlich sich am meeschte bis op déi Partei verlos hun. Den Herr Büttel huet eis op dem Conseil Europäen lächt vor vertruden an dat wat de Martinbruch huet as eigentliche Constat d'échec. Mir hunn eng Situationun, wo Lützeburg am meeschte bezielt an der mansterëm krit. Oni, dat et als haut nach proportionell so gut gen goe wie moll fréier. Mei fir wert kann en so iwwerhap verhandeln an dann zréckkommen an dann noch nach dat man en gewisser Zufriedenheet zoen. Mir bezuele mir wësse nach net gené viel, onheimlech viel op schi de Fall a kreien ganz wéineg zréck. Mi hunn an dat huet Herr Büttel gemer praktisch enger Vergemeinschaftung wo Schulden zougestimmt. Dat geht géint den Treaty, dat se bëssen iwwer een ëmwee iwwer Garantien, mit dat se staat. Wir sinn higängeen an hunn dat iwwerholl, eng Verantwortung fir deelweis eng ganz schlecht Gestioun an enre Länner, et ass eng Pandoras Box, mir wësse Loner net wat alles do no kënnt. Et ass fleicht och e Sanierungsprogramm fir den Euro gewircht den Xten, mé et ass op schiede Fall Appes wat eis interpelliert, a wat fir weitere Streit an der Europäischer Union suge werd. Die Diskussionen loicht ugefeng, die hält net op. Ja, bitte lo doch nei europäesch Steuern akzeptiert. huet lo eng Plastiksteier méi ze filmmi geféierlech Sachen, die komme fir Lützeburg beim Emission Trade System, dem ETS, huet den och mat akzeptéiert, dat d'Aviatiounläich mat abbezu gëtt, fir fir eis een extrem wichtige Wirtschaftssektor ass. Aläich dat schlimmst fir de Bankeplatz Lützeburg dat Financial Transfer Tax an do se lo so, dat déi an de Konklusioune vum Conseil Europäen steet, Eppes so mir als ëmmer dagéint gewirrt hunn, an zwar oni Referenz op d'OECD. Bis lo as eis Lin ëmmer gewircht, wie kënnen enger FTT enger Finanztransaktionstax nëmmen zoustemme, wann dem Niveau vun der OECD ass, dat ass ha net de Fall an dofir eng weider Gefor fir d' Finanzplatz Lützeburg. Als Grengkollegen do ass de Problem, du wëlech 3 Froen uschwätzen, dat echt ass Glafirdechkeet vun der Ideologie u sech. Mir hunn eng Situationun, dodurch dat die Grenz iwwer die lächt Dezenien immer méi konnten etablieren an der Politik, hummer haut eng Situationun, wo och vun dem Europäesche Rettungspakt lo desideiert ginn ass Hunderten vu Milliarden. Dat ass net neicht Hunderte vu Milliarden a Proen investéiert ginn, die lo zu der Green Agenda geheiere Klimaschutz an so weiter. Gleichzeitig heiere mar awer lo vun prominente Vertreterwen der 10 freier Exponenten, dat déi eigentlich soen an der Substanz, dat se dat iwwerdriwe fannen, dat die Suen och kenten ernstnecht ugewandt gin méi sinnvoll och wie mat de Konsequenze vum Klimawandel ze goen. Am mir werden och op déi Entwicklungen anhalen an ëmmerem hammer froen, ass dat do de richtige Wee fir enorm Zommen, Hunderte vu Milliarden Euro auszugehen, ass dat sinnvoll. Die zweite Bemerkung, wat die Gringo geht, das Besteuerung. Milo festgestellt, dat ze op schon ma ha an engem Land sind, dat an enger déwer Kris ass, aber grosse soziale Probleme konfrontiert ass. Lo higin an eng Kohlendioxidbesteuerung wëllen aféieren, an och higin an Steuern a Form von Akzisenerhéungen wëllen durchsetzen. Sie willen dat am Hircht Mäen, Herr Büttel ist einfach gewährt, mün Pummer an der Chamber no gefrot gehabt, wat ass dann Position vun der Regierung, hat das eigentlich immer noch die Gring higewiese gin, die Gringmän eigentlich allng dann déi Decisionen as dann noch allng Verantwortung dofir zu drohen, die Äner durch je Passivitéit sinn allerdings mat verantwortlich. An eng dritt Bemerkung, an da sie mir als leider muss ich so die Einzige, die dat bis immer betonen, dat die Elektromobilität einfach unmoralisch ass. Se gëtt ha vu mehr Thomas a vun Äneren immer an Fenster stalt als wirklich eng gros Lesung fir Klima an aner Probleme. Am mir hunn hai eng Situationun liest Rapport vun Amnesty International, guck Dich wat an der Demokratischer Republik Kongo lass ass, firt kannner erbe sto geholget, fir hai och gen iwwer großen Autokonzerne Kobalt aufzubauen. Et ass absolut inakzeptabel. Wa mir als gingen so eng Mënsche verurchten Politik egentwo justifizeieren, da werd Land ze kleg ammer trcht. Wir bei den geringe get dat akzeptiert, mir akzeptieren net net. Wir setzen als an dofir, dat die Elektromobilitéit net vum Staat begünstigt, solange mir keine Möglichkeiten hunn fir de Kobalt ënner mënschewedesche Konditionen zu kreieren. Bei der LSAP just 2 Bemerkungen an dat das Wirtschaftspolitik vom Herrn Fayo.
Den Herr Fayo huet am Blick keng Vision entwickelt, wie will die Lützeburger Ökonomie opstelle wie die nächsten Jahren. Wie wir sollen diversifiziert gehen, verzing Prioritäten sehen wir hier nicht. Herr Kricke hat dort wenigstens den Logistiksektor, den er ausgebaut hat, wo vielleicht nicht die besten Ideen, aber dort wenigstens ein Konzept gehabt. Herr Schneider hat die Idee von den Space Initiatives. Alles das hat Herr Fayo binnen ein paar Wochen an den Sand gesetzt. Und er hat keine einzige Alternative bislang proposiert. Wir wissen nicht, wie die ökonomische Zukunft von Lützeburg dieser Regierung nur soll aussehen. Und ich meine, es wäre an der Zeit, dass Herr Fayo aber mit Konzepten kommen. Beim Herrn Asselborn will ich just betonen, dass mir die Migrationspolitik, die hier betreibt, nicht mitdrohen. Ich will da gar keinen Zweifel lassen. Wir stehen als RDR ganz klar zum Recht auf Asyl für Leute, die politisch verfolgt sind. Wir halten uns an die internationalen Konventionen in dem Bereich und wollen human handeln, als solidarisch handeln gegenüber den Leuten, die verfolgt sind. Was wir aber nicht akzeptieren, als das, was am Blick geschieht, eine massiv illegale Immigration in Europa aufgrund von enger ökonomischer Berechnung. Wir haben auch ein zweites Problem mit der Politik von Herrn Asselborn. Sie hat Europa weiter gesplickt. 2015 wisst ihr, durch Quoten an der Europäischen Union, als das weiter gesplickt gehen. Und wir hoffen wirklich, dass sich die Stimmung in Europa bessert, aber die Politik, die Herr Asselborn gemacht hat Europa geschürt. Der DR, und du kommst nicht geschwind zur Presse, mir lust mich nach etwas sagen. Der DR ist eine Partei, die zweitgrößte Oppositionspartei hier am Land, darüber sind wir hochfrisch, die nächsten Jahre wird mit großer Energie umgehen. Mit offensivem Geist und mit vielen Mengen ganz guten Ideen. Wir sind auf jeden Fall nicht auf der Linie, wie Gambia an CSV Piraten, das muss ich leider sagen, die auch ganz nussig und Gambia halen, für zu aller Blick können da an eine Koalition irgendwie mal dran zu klammen. Das ist ein bisschen Berechnung, mir das Gefühl, die da gemerkt hat. Wir sind nicht engagiert an dem Exerzice. Wir vertreten ein gesellschaftspolitisches Modell, ein ökonomisches Modell, das seine eigene Valeur hat, wo man nicht nur Gambia orientieren. Wir sind Leute, die wollen abbauen. Wir wollen als Land mich stark machen, wir wollen als Familie mich stark machen, wir wollen als Schulen mich stark machen, aber wir verschreiben als just der Finalität. Den Standort Lützeburg wollen wir auch stärken. Wir wollen an der Technologie, an der Wissenschaft Natur gesehen, und nicht an eine Wissenschaftsfeindlichkeit raufhalten, wie zum Beispiel die Gring das ganz Tag sind. Wir wollen eine zukunftsorientierte Partei sein, basiert auf feste Werte. Lasst mich nur noch ein Wort zu der Presse sagen. Wir hatten an den letzten Monaten immer Diskussionen über die Reform von der Presse. Herr Reding hat an der Chambre zum Beispiel über den 100,7 geschwärzt. Wir sind prinzipiell immer, haben wir uns ganz dezidiert angesagt, für die Freiheit von der Presse und für die Meinungsfreiheit. Wir haben eine Interpellation an der Chambre zu dem Thema gemerkt, wir haben immer betont, wir sind dezidiert für die Freiheit von den Meinungen und noch von der Presse. Wir hätten gerne, dass Leute eine Freiheit haben, viel zu schwätzen. Wir wollen keinem verbieten, auch Kritiken zu äußern oder auch mal andere zu verletzen. Muss sich keine mit Sachen auseinandersetzen. Aber auf dem Weg, wo wir sind, gehen wir immer mehr in eine Richtung von einer totalitären Approche, und die refusieren wir aus Prinzip ganz klar. Die Presse hat eine enorm wichtige Rolle. Sie ist ein feiertes Pouvoir. Sie soll kontrollieren, sie soll Sachen abdecken, sie soll kritisieren, auch uns, selbstverständlich. Jeder soll sie können kritisieren, auf voller Unabhängigkeit, aber mit derselben Energie, wie wir uns engagieren in der Politik, soll die Presse sich engagieren, für die Politik allgemein zu kontrollieren. Wir hätten gerne, dass doch die schriftliche Presse erhalten bleibt, Print, nicht alles auf dem Internet, weil das ein anderer Zucht Journalismus ist. Eine andere Zucht Konsumation von den Novellen, und viele Leute ausgeschlossen wären, wenn das geschehen. Wir werden uns also weiter auch einsetzen für eine stark schriftliche Presse. Aber ich begehe ich aber auch, und ihr Vertreter von der Presse, dass das den für keinen zu vergessen an ihrer Berichterstattung. Wir haben uns hier Reportagen an verschiedene Medien, da steht dort die Opposition mengt, und da sind 3 Parteien, und die zweitgrößte Partei von der Opposition es nicht annimmt. Wir wären froh, wenn wir auch Alkeiers könnten berücksichtigt gehen, weil das, was wir so mengen, verdient auch reportiert zu gehen. Wir haben eine Sorge.
An dat ass dat wat an den lächt Jore viel konstatéiert gin ass am Ausland fir allem Haifleisch doch, dat ass e Vertrauensverlust an Press, dat das bedingt durch eng Reihe von Evolutionen, die brauch ich net zu erklären, die kann ze besser wiech. Wir wollen dat Leiit Vertrauen an Press behalen, an hier Objektivität, an hier Zuverlässigkeit. Wir sie berät mat Dir do zu Summen zu schaffen, an hoffen op eng weiter gut a vertrauensvoll Kooperation mat Ich. Ich so nicht Merci wird no lächteren.